Die leben einfach im Film da oben, die denken sich, komm, ich mag einfach, was ich will. Der kauft sich kurz Twitter, ich habe noch was mit dem, dann verklage ich den für 100 Millionen, 45 Millionen. Die leben einfach im Film, Digga. Johnny Depp vs. Amber Heard Prozess erklärt. Ich sehe momentan nur noch TikToks von diesem Prozess, aber ich weiß ungefähr, um was es geht, aber ich weiß nicht im Detail, um was es geht. Und ich finde den Prozess geil und ich sage euch, wieso dieser Prozess geil ist. Das liegt nur dran, dass die Stimme von Johnny Depp so satisfying ist, weil der ist immer so nah am Mikrofon oder immer "Yeah, that could be. I took some cocaine with Marilyn Monroe." Die Videos sind so satisfying, weil Johnny Depp so langsam und smooth redet. Es ist einfach geil, das zu schauen. Okay, let's go. Was haben ein Pirat, ein Milliardär, die Freundin von Aquaman, eine abgeschnittene Fingerkuppe und eine Kackwurst in einem Bett gemeinsam? Sie alle sind Teil einer realen Seifenoper, die sich gerade vor einem Gericht in Virginia abspielt und die ganze Welt ist live dabei. Bereits 2019 verklagte Johnny Depp nämlich Amber Heard wegen Defamation. In Deutsch Verleumdung und Rufmord. Heißt, ich behaupte Johnny Depp spielt im Gericht einfach Jack Sparrow. True. etwas über jemanden anderen, das ist totaler Müll. Ich weiß, dass das Müll ist, will ihn aber in der Öffentlichkeit herabwürdigen oder auch canceln. Konkret wirft Johnny Depp seiner Frau Amber Heard vor, in der Washington Post falsche Behauptungen über ihn aufgestellt zu haben, beispielsweise, dass er sie geschlagen haben soll. Dadurch habe sie seinen Ruf geschädigt, was unter anderem dazu geführt habe, dass Disney nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten wolle und er keine Piratenfilme mehr drehen kann. Nein! Nicht gut! Insgesamt verlangt Johnny daher von Amber rund 45 Millionen US-Dollar. Amber wiederum beantragte... Wie viel? 45? Gut! Insgesamt verlangt Johnny daher von Amber rund 45 Millionen US-Dollar. Okay, das ist crazy. Es bleibt spannend, Chat. Es bleibt extrem spannend. Amber wiederum beantragte Abweisung der Klage und reichte ihrerseits eine Klage gegen Johnny Depp, auch wegen dem... Ach so ein Ding ist das. Die beefen sich so voll gegenseitig. I see. Aber das Ding an dem ganzen Prozess ist ja, egal wer gewinnt oder was passiert, beide kommen richtig scheiße dabei raus. Johnny Depp wird nicht instant wieder geile Rollen bekommen, sie ist auch komplett am Arsch. Das heißt, egal was passiert, beide sind am Arsch so. Defamation, auf Deutsch Verleumdung und Rufmord. Darin fordert sie wiederum 100 Millionen Dollar, weil sie Angst hat, dass sie demnächst keine Filme mehr mit einem Fisch dreht. 100 Millionen Dollar, Digga. Ja, ist ein Tag Lohn als YouTuber. Bereits 2020 trafen Johnny und Amber in London aufeinander. Johnny hat Egal was passiert, 4 gewinnt. Nicht lustig. Die Zeitung The Sun verklagt. In deren Artikel wurde behauptet, dass Johnny Depp Amber Heard körperlich misshandelt hatte und das Gericht ging davon aus, dass sich die Mehrheit der Vorwürfe von Amber Heard als wahr erwiesen hätten. Daraufhin verlor Johnny auch seine Rolle als Edelsaruman als Grindelwald in Fantastische Tierwesen. Doch wie ist es zu all dem überhaupt gekommen? Aber wie funktioniert das, Chat? Wie funktioniert es, wenn man eine Rolle verliert? Weil du kannst ja die Filme nicht rückgängig machen. Wirst du dann irgendwie aus dem Abspann rausgeschnitten oder bekommst du kein Geld mehr von den Einnahmen? Geht das überhaupt? Das ist Turbosass. Amber und Johnny lernten sich bereits 2009 bei Dreharbeiten zum Film Rum Diary kennen. Ein Filmtitel, der wie ein böses Omen wirken musste. Ab 2012 kamen die beiden Chaoten dann... Keine weiteren Teile mehr, beziehungsweise ohne den Darsteller, okay. Aber wird es noch einen Teil Fluch der Karibik geben, nicht? Oder schon? Das wäre ein bisschen sassy. Und heirateten schließlich im Jahr 2015. Bereits 2016 reichte Amber Heard jedoch die Scheidung gegen Johnny Depp ein und erwirkte gegen diese eine einstweilige Verfügung. Johnny habe gegen Ende der Beziehung randaliert und sie angegriffen. Die herbeigerufenen Polizisten konnten aber weder eine zerstörte Wohnung noch irgendwelche Spuren des Angriffes feststellen und unternahmen daraufhin nichts. Auf ihren Bodycams war auch keine zerstörte Wohnung zu sehen. 2017 wurde dann die Scheidung der beiden vollzogen. Johnny zahlte an Amber damals 7 Millionen US-Dollar und beide schworen sich eigentlich das Maul zu halten. Das Geld wollte Amber übrigens alles spenden, bisher ist aber nicht klar geworden, ob sie das tatsächlich auch gemacht hat. Ey, das ist alles so sass, das ist auch alles way too dank, Digga. Ich verstehe es noch, aber ich muss mich konzentrieren. Später turtelte sie dann noch mit dem herum, die Beziehung hielt aber nur 2 Monate. Was? Die war noch mit Elon Musk zusammen? Digga, die leben einfach im Film. Die leben einfach im Film da oben, die denken sich, komm, ich mag einfach, was ich will. Der kauft sich kurz Twitter, ich habe noch was mit dem, dann verklage ich den für 100 Millionen, 45 Millionen. Die leben einfach im Film, Digga.
Ist aber auch irgendwie geil. Die müssen gar nicht im Kino sein für einen Film. Das Leben von denen ist einfach ein Film. Und es gibt Gerüchte, dass sie auch schon vorher mit ihm etwas hatte. Und dann passierte Aber wann hat Elon Musk neben all seinen Firmen noch Zeit für ein fucking Girl, Digga? What the fuck? ausnahmsweise mal nichts, bis besagte Artikel in der Sun und der Washington Post auftauchten, Johnny Depp Amber Heard verklagte und jetzt im Prozess immer mehr verrückte Details ans Tageslicht kommen. Die Details. Da wäre zum einen Johnnys relativ üppiger Drogenkonsum, der im Verfahren immer mehr für Erstaunen, aber auch manchmal für Erheiterung sorgt. One of your good friends that you've taken drugs with before is Marilyn Manson, right? We've had cocaine together maybe a couple of times. I once Als wär's so voll casual, Digga. Ich lieb Johnny Depp und seine Stimme, Digga. Aber, ja, nee, ich lieb die Stimme einfach, scheiße. gave Marilyn Manson a pill so that he would stop talking so much. Im Verhandlungssaal wurde dann zudem eine Demo-CD von Keith Richards gezeigt. Aber was auch zu sehen war, mehrere Spuren von Kokain und eine Schachtel mit der Aufschrift JD zusammen mit einem Totenkopf. Was? Property of JD. Der hat so eine Schachtel für Kokain, auf der draufsteht Property of... Zusammen mit einem Totenkopf. Könnte JD Johnny Depp bedeuten? Bin ich nicht, bist du wohl. Bin ich nicht, bist du wohl. Bin ich nicht, bist du doch. Gefragt, ob er damit Kokain transportiert habe, sagte Johnny, ich weiß nicht, ob ich darin Kokain transportiert habe, aber es sieht aus wie etwas, wo etwas Kokain hineinpassen würde. Darüber hinaus versandte Johnny während seiner Beziehung ziemlich verstörende SMS an seine Kollegen. So schrieb er zum Beispiel Paul Bettany, der dem einen oder anderen als Vision aus Avengers bekannt sein dürfte, folgende SMS: Lasst uns Amber verbrennen, Ausrufezeichen. Lasst uns sie ertränken, bevor wir sie verbrennen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ich werde ihre verbrannte Leiche danach um sicherzustellen, dass sie tot ist. Gut. Das war vor der Hochzeit. Bettany hat übrigens geantwortet, ich denke nicht, dass wir Amber verbrennen sollten und ich stelle mir das gerade in seiner ruhigen Vision-Stimme vor. Aber auch Amber Heard soll kein Unschuldslamm sein, ganz im Gegenteil. Wegen ihr soll Johnny Depp im Jahr 2015 seine Fingerkuppe verloren haben, als Amber Heard mit Wodkaflaschen nach ihm warf. Ja, man bestellt immer mehrere Wodkaflaschen. Wodka und Bier. Aua. Er habe den Schmerz erst gar nicht gespürt, nur eine Wärme. Er habe runtergesehen und gemerkt, dass seine Fingerspitze abgetrennt war. Amber hingegen sagt, Johnny habe sich den Finger im Drogen- und Alkoholrausch selbst abgeschnitten. Klingt beides verrückt, Fakt ist aber, die Fingerkuppe war erst ab, wurde dann ein bisschen wieder angenäht, aber es fehlt immer noch ein kleines Stück. Zudem soll Amber eine What the fuck? Das ist so crazy, die Story. Die leben in so einem Film. Wen unterstützt du, Bro? Ich sehe nur die TikToks und auf TikTok ist irgendwie jeder für Johnny Depp, aber actually, ich weiß halt nicht, wer recht hat, Digga. Aber ich finde Johnny Depp sympathisch und Johnny Depp ist einfach eine Legende. Zigarette in seinem Gesicht ausgedrückt haben. Und besonders bizarr klingt dann die Schilderung von Depp, als er beschreibt, wie er nach einem Streit nach Hause kommen wolle. Der Sicherheitsdienst habe ihn gewarnt und ihm ein Foto gezeigt. Und auf seiner Seite des Badges war einfach Danke. Kacke. Depp sagte im Verfahren dazu, I mean, I laughed. It was so bizarre and so grotesque that I could only laugh. Punkt 4. Wer hat nun recht? Sowohl Johnny Depp als auch Amber Heard machten in der Vergangenheit schon von sich Free Food. Heard wurde bereits im Jahre 2009 auf einem Flughafen verhaftet, da sie ihre damalige Freundin Tassia von Wee festgehalten und geschlagen haben solle. Diese zeigte sich aber im Ey, das ist alles Turbosass. Das ist wirklich alles von A bis Z Turbosass. Nachgang sehr versöhnlich und sagte, dass da viel rein interpretiert worden sei. Und auch Depp machte in den letzten Jahren immer wieder von sich reden, weil er beispielsweise besoffen auf einem Set erschienen sein soll und er auch einen Mitarbeiter angegriffen haben soll. Eine damalige Frau, Vanessa Paradis, hingegen erklärte, dass sie in all den Jahren Beziehungen keine gewalttätigen Tendenzen bei Johnny Depp mitbekommen habe. Naja, letztendlich wird es also wohl auf Zeugen und diverse Aufnahmen, die die Beteiligten
Nachrichten voneinander gemacht haben, ankommen. Eine frühere Eheberaterin sagte zum Beispiel, dass sie von beiden missbräuchliches Verhalten wahrgenommen habe. Heard habe durch ihr Verhalten Johnny häufig provoziert und Streitereien begonnen, sie habe aber Heard auch schon mit blauen Flecken gesehen. Eine weitere Zeugin berichtete, dass sie ein völlig verwüstetes Hotelzimmer vorgefunden hätte, als sie nach Johnny Depps Fingerkuppe suchte. Diese sei später auf dem Küchenboden gefunden und im Krankenhaus wieder angenäht worden. Was aber genau in jeder Gegebenheit zwischen den beiden passiert ist, wissen wohl auch nur die beiden. Ja, das wird wahrscheinlich auch nie wirklich rauskommen, was wirklich war. Das ist nicht so eine Sache, wo es wird halt nie richtig an die Öffentlichkeit kommen, I guess. Werden immer wieder Ton- und Videoaufnahmen in den Prozess. Imagine, man sucht die Fingerkuppe von Depp. Was kann ich heute machen? Ja, Johnny Depp hat seine Fingerkuppe verloren. Kannst du sie bitte mal suchen gehen? Geiler Job. Auch werden immer wieder Ton- und Videoaufnahmen in den Prozess eingebracht, die beweisen sollen, wie Johnny Depp beispielsweise ausrastet. Aber auch Depp legt Tonaufnahmen vor, in denen Amber angeblich etwas zugeben würde. Tell the world, Johnny. Tell them, Johnny Depp. Johnny Depp, man, I'm a victim too of domestic violence, and yes. It's a fair fight. And see how many people believe or side with you. Und ehrlich gesagt, beides wirkt auf mich irgendwie inszeniert, um den anderen zu einer Aussage zu provozieren. Interessanterweise liegt nach dem, was ich gelesen habe, die Beweislast aber bei Johnny Depp, wenn er sagt, dass die Behauptungen, die Amber Heard aufstellt, unwahr sind. Was den Fall für ihn natürlich nicht leichter macht, aber vielleicht geht es auch gar nicht so sehr um Gewinnen oder Verlieren. Wozu ich glaube, Johnny Depp hat vor der Szene in Solo QCS gecued. Digga, der hat einfach Valorant gespielt und hatte gar keinen Bock mehr. Am Ende noch was sage. Wie geht es nun weiter? Für den Prozess waren insgesamt 6 Wochen angesetzt und es darf erwartet werden, dass noch weitere lustige 6 Wochen für einen einzigen Fall, Digga, what the fuck? Details zum Vorschein kommen. Es könnte sogar sein, dass der aktuell reichste Mensch der Welt, Elon Musk, sowie die Schauspieler James Franco und Paul Bettany in dem Zivilprozess aussagen müssen. Meine Meinung. Und ganz ehrlich, ich kann sehr gut verstehen, dass Johnny Depp hier viele Sympathien zufliegen und auch ich liebe seine Schauspielkunst sehr. Und es ist auch sehr, sehr witzig, diese ganzen Ausschnitte bei TikTok oder YouTube zu sehen, wie Johnny Depp sich teilweise da einen abgrinst oder den Anwalt der Gegenseite ein bisschen verarscht. Ey, by the way, ich habe Johnny Depp, glaube ich, 2-mal gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das Video noch habe. Warte kurz, Chat. Ich suche ganz kurz. Fuck, ich glaube, ich hatte dieses Handy da noch nicht. Ich war 2-mal beim Zürich Filmfestival und 2-mal war Johnny Depp da und glaubt mir, das ist so crazy. Du bist in Zürich, am anderen Ende der Welt und dann kommt Johnny Depp und wirklich jeder Mensch dort kennt diesen Mann. Und das ist so crazy und ich glaube, der war richtig drauf. Als er ihn 4-mal dasselbe fragt. This was a document that you signed as part of your divorce proceedings, correct? That's my signature indeed, yes. Mr. Depp, that is your signature on the right, correct? Yes, it is. This is a document you signed. Right? The third time that is my signature, yes. And that was a document you signed in August of 2016. Is that the same one that I signed 3 times before? Gleichwohl müssen wir aber immer bedenken, bei beiden handelt es sich um Schauspieler, die wissen, wie man die Massen manipuliert. Und ich persönlich glaube ja, dass hier beide einen ganz erheblichen Anteil zu dieser Misere haben. Sehr viele Drogen, ein sehr großes Ego, sehr verrückte Gestalten und viel Geld dürften hier eine Rolle spielen. Von daher weiß ich nicht, ob sich beide damit einen Gefallen getan haben, das Ganze dem Grunde nach aufrollen zu wollen. Ich meine gut, nachdem die Katze bei den Artikeln aus dem Sack war, blieb Johnny Depp wenig übrig, um seinen Ruf zu retten und er musste vielleicht klagen. Geschadet haben dürften beide ihrer Schauspielkarriere, aber zumindest kurzfristig allemal. Und ob nun einer bei Gericht klar gewinnt, vermag ich nicht zu sagen. Aber jetzt nur mal ein random Thought. Vielleicht geht es Johnny Depp auch gar nicht so sehr darum, diesen Prozess zu gewinnen, sondern um das Rückholen der Herzen der Öffentlichkeit. Denn worum geht es Filmstudios, Produzenten und dem Milliarden-Hollywood-Business tatsächlich? Um Prinzipien? Oder um Recht? Ich meine, das mit Harvey Weinstein hat angeblich jahrzehntelang keiner mitbekommen. Könnte es also vielmehr so sein, dass es den Produzenten viel eher darum geht, keinen Shitstorm zu bekommen, wenn sie mit bestimmten Leuten einen Film drehen? Es geht also nicht um den rechten Pfad, sondern um die Gunst der Kunden. Auch mit einem Pirat. Geiles Video, geiles Ende. Küsse gehen raus an Herrn Anwalt. Tim, sehr gutes Video, Tim. Hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. My heart just got stuck between these loops. My heart